Ja, ich glaube, da kommt man hin. Ne? Ich bin eben durch das, was Frau Eilers gesagt hat, veranlasst worden, für meinen eigentlichen Vortrag ein ganz lüttiges Stück zu vertellen. Ist Hein Broderius hier mit in Ruhm? Wenn denn Hand auch? Nee, ist sie nie. Das ist ein Stück, was ich von Hein Broderius habe. Er vertellt über seinen Bruder, Klaus Broderius, der in Amerika nachher bloß John wir, John Broderius, der sind letzten Wegen von Leben, als Frau Eilers sie in Öller go wie zurück auf unsere Muttersprache. John hat in Amerika weit gebracht, einmal wie er in die korte Zeit, wo er in der Armee wir bei von Oberleutnant absteigen und er Verlagsleiter in den Verlag, der damals Jackie Kennedy hörst. Und als er sich hinlegt und die letzten Wegen von seinem Leben hat, da kann er bloß noch Plattdeutsch schnacken. Hein Broderius, wie bei ihm, hat ihm besucht, hat mir das vertellt. Hein hat Dolmetsch zwischen den Ärzten und John. Ob der nun wirklich Englisch kann. Aber das habe ich vergessen, als er auf letzte Leich. Ja, nun kommt mein eigentlichen Vortrag, dass wir 1958 in Mai, wir kriegen Besuch von mein Omas Schwester, von Tante Marie. Tante Marie, wir konnten noch die Jahrhundert, wenn auswandert nach Amerika, sie haben einen Mann in Aulbembik kennengelernt und die beiden werden nach Amerika gehen. Sie haben für die Amerikaner bloß zur Information leben in Klamath Falls in Oregon. Und Tante Marie und Onkel John aus Aulbembik besuchen uns 1958. Ich war rasch dabei in ihrem Liebling. Sie haben das recht so mit der Kake. Und ich wird auf 14 Jahren ging noch ein Pasta. Und wenn man dauern muss noch ein Pasta ging, dann muss man in die 2 Jahren 50 Mal in der Kake wehen haben. Sonst kann man nicht konfirmiert werden. Und dadurch wie ich natürlich die Beste in unserer Familie, weil ich viel öfter nach der Kake ging als die anderen. Und da sie wollen mich dann noch adoptieren, da hat auch ein paar gesagt, da kommt nichts noch. Tante Marie und ihre beiden Kinder, die als junge Menschen gestorben werden, die leben damals schon nicht mehr, sind 3 Amerikaner, die ihre Wurzeln in Af haben. Tante Marie wird genau als meine Großmutter geboren in ein Haus, was da auch abbildet ist, ob es Stelle, wenn kennt das Hausschild in Gasthof oder Schmöckels Gasthof, da stammen die beiden Ruth. Und was ich hauptsächlich vertellen will, weil das hier von dort zu das Thema passt, Tante Marie kann bloß Englisch und Plattdeutsch. Sie hat in der Schule auch Hochdeutsch lernen. Aber damals in der Generation bleib Hochdeutsch für die auch in der Schule, das schnacken die ein Fremdsprach. Und als sie und Onkel Johann, so habe ich ihn dann nennt, sie nennen ihn dann John, als die in Amerika lebt, hab sie all die Jahrzehnten immer Plattdeutsch miteinander schnackt. Hochdeutsch konnten sie gar nicht mehr. Und mit anderen Leuten hab sie da natürlich Englisch schnackt. Tante Marie und ihre beiden früh verstorbenen Kinder sind 3 Amerikaner mit Wurzeln in Af, aber ich habe noch mehr. Und da achte auf die Stellwand, Frau Barber hat das eben mal vertellt, das sind alte Noms ab, das sind, ihr mögt auch achter die Stellwand gehen, da sind noch mal genauso viele Noms als vorher, das ist wichtig, das habe ich eben gesagt, da kicken die Leute und dann kicken sie von diese Seite und ging nie darum und nur der andere Seite zu kicken. Alphabetisch geordnet und zahlenmäßig sowieso, mein Frau nennt mich Zahlenfetischist und
ist das dort 2770 Amerikaner, die in Amerika leben dort oder leben haben. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es so viele gibt. Als ich damit anfange, die zusammenzustellen, die werden eigentlich immer in so einem großen Kiss. Die Amerikaner haben nie so doll überregen als die Menschen, die hier leben dort. Aber dann kam das Thema auf mich zu und dann habe ich das auch gut wert und ich habe viele Helfers kriegen. Die größte, zahlenmäßig größte Hilfe habe ich gehabt von den Gebrüder Clausen, die zwischen Bremen und Oldenburg leben, dort die stammt von Christiansholm, aber noch von vielen anderen. Und als wir die Stellwand gemacht haben, da habe ich große Hilfe gehabt von Jörg Zimmermann. Er lest so just schön für sich hin. Jörg, die Bilder sind großartig. Du hast ja auch viel Erfolg mit den Vorträgen mit den Bildern und wir haben Bilder ausgesucht von Hüs, die das hier gegeben hat oder die das noch gibt, wo Amerikaner ihre Wurzeln haben. Wirken von den dann 2770 ihre Wurzeln haben. Ein Haus, Günter Freund sitzt achter, habe wie gestern Mike Kearney und ich bekeken, wo noch ganz anschaulich was ist, wo Mike seine Urgroßmutter wahrscheinlich auch abkicken hat, wenn sie die Verwandten besuchen. Und das in Günther sein Haus sind 2 Balken erholen, die mindestens ab 1845 zurückgehen. Und das ist natürlich was, Mike, wo auch deine Urgroßmutter drauf geschaut hat, dass sie diese Balken, du hast sie fotografiert. Mit Mike sein Plattdeutschkenntnis ist das nie so viel her, darum habe ich eben mit einem Hauptdeutsch schnell. 2770, das fordert einen natürlich, sich damit auch ein bisschen statistisch zu befoten. Nun kommt das mit den Zahlenfetischisten da. Aber man will da ja Ordnung reinkriegen. Das ist eine Menge. Ich kann nur hier gehen und sie alle einzeln abteilen, denn wir seien wie morgen früh um diese Zeit immer noch hier. Da will ich nun nicht dauern. Aber zum Beten auswerten. Was heißt das eigentlich? 2770 Amerikaner mit Wurzeln in Aaf. Also Aaf heißt immer Kackspiel Aaf. Thielen, Bagen, Scheppern, Eigel, Grimhoss. Das hört er natürlich mit auf. Das verteilt sich auf 8 Generationen. Die ältesten Utwanderer, das sind nach meinen Ermittlungen die Geburtsjahrgänge 1777 bis 1806 und immer da die Jahr wieder, dann kommt wie auf die 8. Generation, das sind die letzten Kinder sind bis zu 30 Jahre. Die 8 Generationen verteilt sich darauf. Und ich will hier bloß eine Zahl nennen, und das ist der Anteil in der 4. Generation. Das ist die Geburtsjahrgänge 1867 bis 1896. Und da habe ich allein, das sind die Utwanderer oder die Kinder oder Ende von 19. Jahrhundert. Da habe ich allein in der Generation 821 Menschen. Und wenn wir uns vorstellen, dass in jeder weiteren Generation sie mindestens 2 Kinder haben, dann war klar, wo viel das in Amerika wirklich gibt. Da ist die Zahl 2770 ein Lütgetal gegen. Ich habe das mal versucht aufzuregen und zu schätzen, aber die Zahl will ich hier nicht nennen, weil das heißt, nun fange an, das Spinnen. Aber das ist kein Spinnenkrom. Die Herkunft von den Amerikanern in Amerika ist natürlich auch was, wo man mal abkicken kann. Wo sind sie eigentlich abgeblieben? Wo leben sie in Amerika? Wir haben hier wirklich mal das Wort Iowa hört. Und ich habe das, als man so schön in der Statistik sagt, quantitativ ausgewertet.
Und da ist folgendes Birut gekommen. Von den dann 2770 entfällt 43% auf Iowa, 23% auf Illinois, 9% auf Nebraska und 6% auf Minnesota. Dann gibt es noch 5 Staaten, die mehr als 1% haben. Alles andere lade ich mal weg. 8 Staaten gibt es, wo es überhaupt kein Arbeits gibt. Ich weiß gar nicht, wie die damit zurechtkommen. und von den dann 9 Staaten, die ich eben abteilt habe, also 4, und dann kommt Wisconsin, Kalifornien, Kansas, North Dakota und Colorado dazu, sind 8 zusammenhängen. Das ist ein geschlossenes Gebiet. Das ist der mittlere Westen. Dort sind unsere Arbeits aufgeblieben. Warum Noms habt ihr? Die 2770 Leute haben 358 verschiedene Familiennoms. Darunter sind natürlich viele, die nicht mehr nur aufklingen. Wenn eine Familie auswandern, Mike, seine Familie ist ja das beste Beispiel, dann war ein Weinberg aus Regensburg heiratet und dann ist der Nom Dürr verschwunden. Aber nun war, wir haben natürlich fragen, was von Noms? Ihr könnt auch so noch kicken und tellen, aber vielleicht ist das ja einfacher, wenn ich ihm das nur so vertelle. Die Nom, der am größten vorkommt, ob die da listen, 123 Mal Eggers. Das ist der Nom, der unter den Amerikanern an erster Stelle steht. 92 Mal Lesch, 90 Mal Schach. Ich mag das Spiel doch einen Augenblick wieder. Ich habe jetzt nur die Glocke gegen, ich habe noch ein bisschen Zeit. 83 Mal Hadersen, 78 Mal Rief, 71 Mal Jöns, wobei das da verschiedene Formen gibt, das zu schreiben. Da kommt auch Jones in vor, wo das so ein A-Jönsen. 69 Mal Klausen, 51 Mal Bielefeld, 48 Mal Rahn und dann kommt mit der Zahl 43 Weinberg dazwischen. Das ist natürlich kein Abernom, aber wie weit du nun wieder zusammenhängt. 41 Mal Dürr, 38 Mal Frenzen, 37 Mal Geilsen, 37 Mal Siemsen, ich glaube, nun soll ich abhauen, 37 Mal Sievers, muss ich dann noch sagen. Nun war natürlich die Frage gestellt, wo kommen all die dann Informationen her? 2770 Leute ausfindig zu machen. Ein bisschen habe ich auch vertellt, dass da ein ganzer paar Leute an Mitarbeit haben und mir auch Material tauschschickt haben. Aber einige von den Geschichten, die sind so ähnlich als ein Kriminalroman. Und so ein, ich nenne das mal Fahndungsgeschichte, die will ich mal vertellen. Unser alten Bürgermeister Peter Frenzen, er lebt ja nun nicht mehr, gesagt, in der Arztpraxis hier in Aaf, im Wartezimmer und blöder in der Zeitschrift Geo. Und mit Mol fällt ihm in einen Absatz sein eigenen Namen vor Augen, Peter Frenzen. Und er hat natürlich nie vergessen, dass wir Gott vorher ein Frenzen-Familientreffen hatten und dass ich sag, ob das Familientreffen, da ist 1875 mal ein Hans Frenzen auswandert und ich weiß bloß, dass er nicht mehr hier ist. Aber was unter dem Worn ist, weiß ich nicht. So muss ich da ob das Familientreffen vertellen. Und nun kommt Peter Frenzen bei mir an und sagt, ich glaube, ich kenne sie.
in ein Absatz in Geo, ein Mann, den heißt Peter Frentzen, und der war Chefbiologe am Mount St. Helens. Als der Vulkan ausgebrochen ist, da ist das Leben da auf Null gedreht worden. Kein Tier, kein Plant. Und er hatte abgerufen, mit seinem Institut am Mount St. Helens zu erforschen, wie sich das abspielt, wenn das Leben kommt. Und nun haben wir seinen Namen und ich brauche nur seine Adresse. Habe ich also einen Brief geschrieben an den Verlag, die Georoute bringen da und kriege bald eine Antwort. Peter Frentzen sowieso dort die Adresse von das Institut am Mount St. Helens. Ich schrieb da einen Brief hin und 9 Monate auf eine Antwort. Und dann kommt die Antwort, dass er nämlich nicht die Nachkomme von den Hans Frentzen ist, über die ich detailliert geschrieben habe, wo alte wir und wo die nur unsere Informationen ablehnen wir, nämlich in Nebraska. Und dann schreibt er mir, wir kein no kommen. Aber das hat so lange gedauert, mir zu antworten, weil er jetzt sagen muss. Nur eine Familie, die Frentzen heißt, und wo das der Fall wird. Und er hat ihn gefunden. In Longmont in Colorado hat er einen Mann abgetan, der heißt Jack Frentzen. In Wirklichkeit, ihn Jack nennen, in Wirklichkeit heißt er Donald Hans Frentzen. Er heißt also nur sein Großvater Hans Frentzen. Und die Adresse kriege ich nun. Ich schrieb dahin, um das kurz zu machen, das dauert nicht lang, dann habe ich Antwortpost und Jack, wir haben ihn nachher hier Hans nennt, weil sein Großvater ja, er heißt ja Hans. Und in Bagen heißt er dann bloß noch Hans Frentzen aus Amerika. Und er kam mit seiner Frau und mit seiner Tochter, ein von seinen Töchtern und der Mann, übrigens ein bekannten Künstler in Amerika, Richard Tucker, ein Bildhauer. Die Feier kam hier an und als sie dann über den Flieger stiegen wir und unseren damaligen entfernten Verwandten, er lebt nun nicht mehr, Georg Künstler und ich, die Feier abholen dahin, dann fangen sie das Schnödern an oder das erste wir would you please speak slowly and clearly. Das ist immer das, was ich als erstes sage, der Amerikaner, wenn ich die Absicht habe, mich wirklich mit sie zu verständigen. Und dann steigen die beiden Aulen bei mir ins Auto und Richard Tucker hat sich auch ein Auto mit, die holt sein Auto ab und so fahren wir mit 2 Autos nach auf. Und in das Auto während der Fahrt, das erste, was Jack mich fragen wollte, warum sein Großvater damals auswandert wird. Ich konnte ihm die Geschichte ganz genau erzählen, wie der Zusammenhang hat. Und da wir natürlich gerade hallo, dass er das nur wusste, noch so viele Jahre. Ich will nie noch eine Geschichte erzählen, nur, obgleich ich eigentlich noch die Zeit dort habe. Mir ist just infallen die zweite Kriminalgeschichte, die ich erzählen will, die passt vielleicht morgen besser. Ich gebe ein paar Andeutungen, wenn wir morgen in der Kirche sind. Denn da hängt das Bild von Pastor Claudius. Und die zweite Geschichte, die ich mir vorgenommen habe, ihm zu erzählen, die spielt mit einem Mann, der in Amerika einen grauen Namen hat, Robert Leroy Claudius. Er war Präsident von der National Association of State Universities and Land-Grant Colleges und hat hier wirklich Jahren da noch. Aber das vertelle ich Jörg, wenn du die Führung magst, morgen in der Kirche ausführlicher. Ich muss ihm ja anfordern, dass ich da auch mit hingehe. Jedenfalls kann ich einen Teil kurz machen und damit will ich dann auch schließen. Robert Leroy Claudius hat und die Kenntnis ruht, dass sein Wurzeln hier in Aaf sind, sein golden Hochzeit hier in Aaf feiert, der Herr Büro feiert. Schönen Dank, dass du uns so schön taugt.